Max und Moritz, glaube ich, mit dem sind wir alle aufgewachsen. Ich glaube, egal in welchem Alter, Max und Moritz kennt jeder. Und die beiden bösen Buben sind Gott sei Dank im 21. Jahrhundert angekommen und darüber habe ich dieses Buch geschrieben. Die Reime sind ungefähr gleich wie bei Wilhelm Busch, nur sind sie halt nicht Hochdeutsch, sondern in unserer Sprache. Also auf Wienerisch freuen Sie sich drauf. Ich freue mich auch jetzt bald. Herr Kapellmeister, machen wir Musik oder machen wir? So geht's auch. Es geht um zwei Bäsebuben, aufgewachsen als wir die Ruhren. Max und Moritz waren die miesen Pfraster von der Broderwiesen, haben schon auf die Volksschule pfiffen und im Leben nur eins begriffen: Hakel nix, stirb Deppmau, so stehst einfach besser da. Sei und bleib ein fauler Hund, grei und dumm und stehst dir gesund. Mit alle Trotteln Schlitten fahren, alles finden, lang bevor's verloren. Na klar, ist es viel gemütlicher und auch viel beschierlicher als hakeln, schwitzen und vielleicht was tun, dass es zum Leben reicht. Ich sehe jetzt schon ganz genau, wenn ich mir den Schluss anschaue, was die Gefraster alles machen, bringt ans Gegenteil von Lachen. Drum ist die Geschichte ganz detailliert, aufgeschrieben und auch illustriert. Mit dieser Musik steigen wir nicht in den Anfang ein, sondern gleich in den dritten Streich, dort wo es im Original um den Schneiderböck geht. Nur die Musik sagt uns, dass dieser Schneider nicht ganz aus Österreich oder aus Deutschland kommt. Alles bei uns im Grätzl kennt den Namen, der sich Mohammed nennt. Ja, klar und schmächtig von Statur, gerade 1,50 Meter nur, ist er mit Stoff ein Koryphäe und er hat einen guten Schmäh. Er heißt zwar alle in Wirklichkeit, das ist was er gar nicht leidet. Vom Boxer ist bei ihm keine Spur. Er ist eine zartere Natur und steht auf Zwirn und Nähmaschinen und richtig, wann sind wir hin? 40 Kilo ist er nasser, da lautstark ist er wie ein Grosser. Allah ist Merasch evangelisch, sagt er und macht alle rebellisch. Und dass man glauben kann, was will, Ungläubige gibt's schon so viel. Doch andererseits, ganz still und starrt, ich schnür mir der Sackel knarrt, der Hosen kürzt, wenn sie zu lang und auch gleich bügelt oben dran. Ein Hemd, ein Jacken, die sind geflickt in 1, 2, 3, 4 Augenblick. Der Mohammed, der ist kein Bläder und im Grätzl mag ihm jeder. Bis Zähne offen überm Darm, sowas zirkt nicht nur Gute an. Max und Moritz, die Verlotten, dann sie intensiv beraten, stehen vorm Geschäft gleich gegenüber und überlegen, wie macht man's wieder? Und dann rufen sie laut und das: Wir sind die Aborigines, Mohammed aus Morgenland, geht nicht auf Klo, scheiß den Quant, Mohammed, geht besser ins Haus, verliert ihn nicht. Der Mohammed, kurz Ali genannt, kommt aus seinem Geschäft rausgerannt. Er rennt die Gefraster hinterher und trifft auf den Stoßverkehr, der was ihm auch kein überholt. Doch es war das Glück, er halt. Zwar hat er müssen Pflaster lutschen, da gleich drauf halt ein Grippel putschen, die haben ihn sofort erst versorgt. Aber sei Dank, es war nicht so arg. Der Ali hat viel zufriedene Kunden, denen tut es gar nicht munden. Ob Einheimische oder auch nicht, an jeden ist die Sache zu blöd.
Sie kreisen Max und Moritz ein für die versuchte Mörderei, nur weil sie die zwei unterrennen, so schnell wie ihre Haxen können, mit Vollgas auf die Brücken zu. Das glauben, da drüben ist Ruhe. Das Schicksal spielt, wie öfter schon, der wohl einen ganz anderen Ton, weil auch von drüben kommen Leute und die sind nicht voll Heiterkeit. Die zwei in der Rütteler Gack haben beidseitig jetzt gleich im Knack. Einer bleibt nichts anderes über als ruckzuck übers Gärtner drüber. Sind in den Fluss eingetaucht, haben sich alle Haspeln gestocht. Die und der ist gegangen am Boden, doch wir fahren weiter, euer Gnaden. Wir springen gleich zur 5. Lumperei. Dort, wo es um die Maikäfer geht, mein Onkel Fritze. Nur leider, heute haben unsere Industrien den Maikäfer schon fast vertrieben. Schaust zu einem Käfer auf dem Bauch, steht sicher wo Non-Santo drauf. Weil vor allem in der Stadt so ein Käfer nichts zum Suchen hat. Was fliegt und umeinander kreuzen Viecher, die uns gar nicht gefreut, wie Tauben, Möwen, Spinnen, Ratzen, Vösleis, ein Haufen gestörte Katzen, Kanarievögel leiden wir grad. Weil einen Hansi hat ja schade. Und wenn sie sich um 100 umdreht, da steht der Werner Spitz parat. Im Grätzl wohnt ein alter Mann, der kann was Böses antun kann. Er ist bescheiden, er ist still. Seine Ruhe ist alles, was er will. Und seitdem hat seine Frau verlassen, geht 3-mal täglich durch die Gassen, er mit seinem Mops soll still spazieren und tut an nix und niemand rühren. Sowas macht jeden Bücher munter. Und Max und Moritz haben mitunter viel Besseres noch in ihrer Kisten. Keine Achtung vor einem Pensionisten, dem Zweiwald gestorben ist und für den die größte Freude ist, essen gehen. Die zwei Luder überlegen, wie können wir denn ans Leder gehen? Na klar, der Hund, der ist ja am Teier, den schnappen wir uns. So machen wir mehr. Sie stirren in ihre Hosentaschen und finden gefladert Zeug zum Naschen und nehmen ein Packet Zigaretten, ein Real voll mit Schlaftabletten. Die werden zerrieben und pulverisiert und in eine Knackwurst appliziert, weil sie geneist haben, dass der alte Gacker zum Äußeren mitnimmt. Ein Knacker! Und hier liegt auf die Pausenbank, wo er gern sitzt und auch gern träumt von schönen, längst vergangenen Tagen. Und wo der Hund gern Vogeln jagt. Da schleicht der Max, er ist nicht blöd. Von hinten ran, wo's Bagel steht und tauscht die Wurst, die harmlos ist, gegen einer präpariertes Geschiss. Es schneit der alte Pensionist, der was ein Herzensguter ist, die Knacker in zwei gleiche Trimmer, weil viel mehr ist er selber nimmer. Die andere Hälfte kriegt der Hund. Der freut sich und springt um den Dom und frisst die Wurst mit 1-2 Bissen, dann hupft er auf die Wiesen. Der Alte, er lässt sich viel Zeit, weil er hat schon nicht Ehrlichkeit und kaut bedächtig, bis er gespürt, dass ihm auf einmal schwindlig wird. Er fällt die Zähne vom Bankel runter, der Hund liegt schon und macht die Gabe. Ein Glück, dass gerade der Jogger kommt, der sieht den Mann und auch den Hund. Das schaut nicht gut aus, lieber Schwan, ruft 144 die Rettung an und mit der Tür und Saus und Braus geht's ab ins nächste Krankenhaus. Dort wird einer der Magen auspumpt, zuerst dem Herrl, dann den Hund. Jetzt links da im Krankenzimmer, der Doktor sagt, es war schon viel schlimmer und werden langsam wieder gesund. Das Herrl im Bett, im Korb der Hund. Bald sind sie endlich wieder zu Haus, gingen auch täglich wieder raus.
Doch der Schreck sitzt tief im Mark. In Zukunft sparen sie sich den Tag. Und die zwei Gefraster sind dabei, schon an der nächsten Gonnerei. Wir kürzen das Ganze jetzt ab und erleben alle mit, wie es den beiden an den Kragen geht. Wir machen es zeitgemäß, wir stopfen es nicht in eine Mühle und machen Recke-Racke. Wir kommen jetzt zur letzten Lumperei. Ist zwar Wappler, passt's gut auf. Es steht's gleich im Pulverloch. Ständig müssen die zwei Frotzen Taschel ziehen mit ihren Reprotzen oder Kreditkarten treffen von die armen, kranken, steifen, immobilen, mürden Alten, die das nicht für richtig halten. Es ist halt ein echtes Geschiss, wenn Reichtum nicht das Deine ist. Immer nur die kleinen Fisch, da macht die Not erfinderisch. Also, sagt der Moritz Frank, heute machen wir die erste Bank. Und der Max ist hoch erfreut, weil es ihm schon am Gerstl fällt. Ein Real wird umfunktioniert, ein Bomberl wird es garantiert und eine noch nach reinen Spier, so 15 Decker vom C4. Auch Wollmasken, dazu der Hut, so eine Maskerade, die steht ganz gut. Aufgestellt sind sie jetzt richtig keck, wollen lösen nicht den ersten Scheck. Sie sind noch nicht mal bei der Tier, da rennt ein Hund einer und Knie, sein Leine tut sich gleich verfahren, bei die zwei Gefraster um die Wahrung, die wie gewogen und fallen hin, was dann passiert, was heute ganz Wien. Der Hund hat schnell durchbissen, das Bomberl bombt, die Buren hat's zerrissen. Noch sieht man's liegen, vom Leben der Schlaum. Da gleich drauf kommt der Aufspritzfon. Das war ein Querschnitt aus den ersten 7 Kapiteln von Max und Moritz. Es gibt natürlich nicht nur diese 7 Kapitel, es gibt 10 Kapitel in diesem Buch. Wer sich überraschen will, was da noch alles passiert und was vorher passiert ist. Es gibt so viele Bücher, die muss ich sogar verkaufen. Wer Interesse hat, bitte gerne. Und danke vielmals für die Aufmerksamkeit und danke an meinen Gastgeber. Danke, Herr